Und somit willkommen zurück da zur dritten Folge bei Mario Golf Advance Tour. Und wenn wir da uns Zimmer gehen, dann haben wir da diese Goldtrophäe habt ihr für den ersten Platz im Marion Double Cup erhalten. Sie beweist, dass ihr beiden unschlagbar seid. Da haben wir geschafft in der letzten Folge, und weil es doppelt so gut gegangen ist, würde ich sagen, tun wir doch einfach ein Einzel ausprobieren. Mal schauen, was der wird sagen. Top-Golfer, zieht euch warm an. Kid erwartet, dass wir richtig Wirbel machen. Und ich bin bereit. Der Champ auf jeden Kurs zu werden, ist ja ganz nett. Aber das Größte ist der Linkstitel. Ja. Der Linkstitel, ja, der wird noch ein paar Folgen entfernt sein. Und da könnte man sogar noch springen, dann geht es ein bisschen schneller. Hast du Lust, eine Runde zu spielen? Ja, immer. Zum Turnier anmelden? Ja. Gut, dann mach dich auf den Weg zum Abschlag. Der Starter mit dem Weiser wird dich dorthin begleiten. Bist du Kesha, richtig? Ja. Sehr schön. Wenn ihr euch dann bitte zum Tee begeben würdet. Ich wünsche eine erfolgreiche Runde. Und da wären wir wieder auf dem gleichen Kurs halt, aber das mal im Einzel, also sprich, jetzt dürfen wir alle Schläge selber machen. Und dann mal schauen, wie uns das wird gelingen. Dann mal schauen, vielleicht verhüten wir hier den Powerschlag, vielleicht aber auch nicht. Ah, knapp verpasst, nicht leider vergütet. Und so haben wir sowieso vergütet, den Topspin ein bisschen Backspin geben. Ah, ja. Na, so schade. Der hätte jetzt nicht dürfen nie krallen. Wenn sie ehrlich sind, oder? Sollte man mit einem Paar starten. Weißt du alles dabei? Wollen wir noch schauen? Also Tellen ist sicher mal dabei. Der Bass ist ja dabei. Der Neil ist ja dabei. Kit ist nicht auf der Liste drauf, okay? Ist auch wieder schade. Auch wieder nicht so schön auf dem Röhr oben gelandet, leider. Da wird auch wieder noch ein paar geben. Und ja, ich tue jetzt hier ein bisschen vorschieben, weil ich möchte auch nicht Stimmenimitator mimen, wo ich eh nicht bin. Da ich auch gehört habe, dass ich das nicht so gut kann. Eben wir doch vorschieben mit den wirklich wichtigen Sachen mit dem Spiel. Und zwar mit dem Golfspielen. Wäre jetzt ausnahmsweise mal ein schöner Schlag gewesen. Unser erste Birdie. Dem haben wir gerade die Spitze mit dem Joe und dem Jan. Da kommt ein Paar 5.
Der Powerschlag, der ist uns jetzt geschenkt worden. Jetzt ist zwar nicht so viel, aber wenn wir da jetzt wieder einen vergütet haben auch noch. Dann müsste eigentlich das zweite Birdie sein. Mal alleine in der Führung. Der Neil ist gut da, der bei 0. Bassentellen 18., 19. Ja, sieht nicht so gut aus für die. Da wird man ein Viertel. Ein bisschen schwieriger Birdie-Putt da. Ah, das ist zu wenig, mehr müssen gehen. Ah, mal hat gelangt, aber die Richtungsänderung hätte ich nicht dürfen machen. Schade. Solange es noch keine gravierenderen Fehler sind. Da gut verkraften bis jetzt. Die Erfahrungspunkte übrigens, die gibt es je nach Abschneiden nach Kurs, also wenn ihr mehr Minuspunkte habt, dann gibt es mehr Erfahrungspunkte. Wie ist auch schon angesprochen, ich werde zwischen den Folgen werde ich da ein bisschen aufleveln. Und da ist eigentlich auch der Grund, wieso das einzeln möglichst schnell machen möchte, weil dann kann ich dann noch ein paar Mal spielen. So den Spieler ein bisschen aufleveln. Da ist wieder ein paar 5-Bahn. Wieder mal ein geschenkter Schlag. Aber man mag nicht führen. So die Chance auf den Igel besteht nicht. Schade, aber ist so, weil ist so. Soll ich mal da probieren? Ja, komm, wir probieren mal da voll draufschlagen. Schauen, was passiert. Ah, so schade. Wäre gleich eine Chance für den Igel, aber leider verpasst. Aber Birdie nehmen wir natürlich auch her. Ah, der kommt nicht gut. Wahrscheinlich. Genau. Ja, falsch Knopf gedrückt, dann kommt halt Wiederholung. Ja, und da ist jetzt ein Doppelbitter.
jetzt fürs Bar noch gelangt. Auch zu weit. Super Backspin wäre da besser gewesen. Und wieder noch ein Paar leider. Ja, jetzt ist da wieder ein Bird gegeben, wieder mal. Ah, der Powerschlag immer verschenkt. Der wieder geschenkt überkommen. Jetzt auch da wieder für ein Birdie. Der Neil ist immer noch gut da, auf 5. Platz. Talent und Bass sind sich ein bisschen verbessert. Es geht hier abwärts. Da könnte es knapp werden. Gehen wir lieber auf Nummer sicher. Und jetzt wären wir auf dem Stand, wo wir im Double sie wären mit dem Nail. Ich weiss, ich rede jetzt auch nicht viel, aber ich möchte mich da eigentlich wirklich mehr aufs Golfspielen konzentrieren im Moment. Weil ich einfach wirklich Bock habe, einfach zum wieder mal Golf spielen. Dann spielen wir ja das Spiel da auch. Zum
wir da hinterm Baum, das ist glaube ich nicht so gut. Ah, das geht zwar gar noch. Dann geht es 2 Yards runter. Ja, da könnte ich eigentlich gut kommen. Ah, zu weit. Schade. Ah, zu fest. Leider zu fest. Es geht abwärts, wir haben aber Gegenwind. Ja. Das ist gut gekommen, zufrieden mit dem Schlag. Wären wir hier im 16. Loch. Ja, es geht abwärts. Sie würde meinen. Minus 10. Und da geht es aufwärts. Also. Wir werden den nicht führen mögen mit dem Schlag, aber wenigstens ein Paar. Wäre noch schön. Genau. Und dann haben das letzte Loch noch auch noch ein paar 5 und dann könnten wir unsere letzten beiden Powerschläge natürlich hier noch rausklepfen. Hätten wir schon eine Erfahrung theoretisch. Hätten wir den ja mal anders probieren brauchen. Jetzt hätten wir schon 2 Schläge Erfahrung gehabt, theoretisch. Und der wahrscheinlich noch in den Bunker. Oh, gar knapp, ne, Schwein gehabt. Aber dann hätten wir da das Single auch gut und souverän abgeschlossen. Mit minus 11, sieht ganz gut aus, der Neil ist leider noch 5. geworden. Der Pass ist 9. geworden und Helen ist 7. geworden, ja gut. Ja. Hoffen wir, dass es da ein paar Punkte gibt. Ihr seht, ich habe schon mal ein bisschen gelevelt, im Double zumindest.
mindestens auch noch eins raufkommt. Sind wir da überall mal auf Eis? Ich denke, das sieht gut aus denn für die nächste Folge. Dann hätten wir da den ersten von 4 oder 5 Krios. 4 oder 5, weiß es gar nicht mehr. Ich kann es einfach erzählen, auf jeden Fall hätten wir da den ersten mal geschafft auf Double und Single. Das Palmturnier ist nun auch im Story-Modus verfügbar. Du hast dich im Mario-Turnier platziert. Du erhältst Loch 17 des Star Mario-Kurses. Ich gebe zu, du hast mich total überrascht, als du das Turnier gewonnen hast. Ich bin begeistert. Joe im Turnier zu besiegen, das macht man nicht mit links. Der Palmenkurs ist nicht einfach. Aber du bist der Mario-Champ. Das wirst du schon schaffen. Ja, da werden wir den sehen und wahrscheinlich in der nächsten Folge. Wir gehen jetzt erst da wieder zurück zum Nil. Go speichern. Willkommen zu Hause, Kesha. Du bist ja kaum zu bremsen. Was steht nun auf dem Plan? Ja, speichern. Du möchtest deine Ergebnisse von heute festhalten? Kein Problem. Soll es das für heute gewesen sein? Ja. Cool, wir sehen uns. Also, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen. Ich hoffe, bei der nächsten Folge dann auch wieder. Ich weiss, storymäßig könnte man da noch einiges mehr rausholen, da mit den Charakteren und alles, wenn wir die noch alle ein bisschen fragen gehen. Aber ich möchte wirklich nicht den Stimmenimitator mimen, sondern halt wirklich einfach Golf spielen. Und darum werden wir wahrscheinlich auch in der nächsten Folge ziemlich zügig, denn wahrscheinlich noch zuerst im Doppel auf den nächsten Kurs gehen und nachher im Single. Vielen Dank und man hört sich.